Dinge klarstellen. Das ist, ich habe nicht versprochen, dass ich das mache. Ich habe nur gesagt, es ist eigentlich gemein, dass das immer nur kleine Kinder machen oder junge Leute machen dürfen. Und das Zweite ist jetzt eine Idee, einfach immer, ob du eingeschrieben hast mit dem letzten Sonntag. Das ist gut, sind wir quitt. Hey, sehr schön. Schön hier zu sein. Ich habe so irgendwie Freude, man spürt irgendwie, es ist etwas am Geschehen in der Wiener Olten, man spürt, Gott ist da. Und diese Geschichte auch von Dave, das wirklich, ich bin top motiviert für das, was kommt. Vom Leitungsteam her, dieser Impuls, wir wollen mehr von diesem Übernatürlichen sehen und freue mich darum auch auf die Predigt von jetzt. Vielleicht zuerst noch eine kleine God-Story, die aber gut dazu passt, vom letzten Wochenende. Ich durfte im Rahmen meines Engagements für Move Schweiz, durfte ich in Aarau predigen, in der Minoritätsgemeinde. Und meine Frau, wir waren zu zweit dort, noch ein Ehepaar aus Ostermundigen. Und nach dem Gottesdienst war eine Frau da, die hat Long-Covid. Und wirklich seit, ich glaube, Februar oder April letzten Jahres geht es ihr wirklich nicht so gut. Und wir haben für sie dort gebetet und ich habe am Montag schon die Message bekommen, dass es ihr wirklich viel besser geht. Und ich dachte, einfach diese kleinen Momente, wo wir ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen, für Menschen beten. Und das führt uns mitten hinein in das, was ich heute Morgen reden möchte. Etwas vom Auffälligsten am Leben von Jesus und auch die ersten 200 Jahre Kirchengeschichte war, dass Kranke geheilt worden sind. Egal, wo Jesus hinkam. Und ein Grund, sagen auch die Kirchenhistoriker, warum die Gemeinde so schnell gewachsen ist in den ersten 100, 200 Jahren war, weil die einfach, wo sie hinkamen, Kranke geheilt haben. Also Jesus hat Kranke geheilt und diesen Dienst seiner Kirche weitergegeben. Nun, im Umfeld, wo ich zum Glauben kam, 1983, im Ländli damals, war das nicht so ein Thema. Und es ging bis 1987 in einem Camp der VBG, wo ich zum ersten Mal einem Mensch aus Fleisch und Blut begegnet bin, der gesagt hat, ich bin geheilt worden von Magersucht. Und ich boah, was, erzähl. Und so, also war ganz was Neues für mich. Noch nie gehört. Und das hat mich auf eine Entdeckungsreise geführt, die letzten 35 Jahre. Man glaubt es kaum, ist das schon her. Und auf dieser Entdeckungsreise gibt es viele coole Stories. Ich meine, wenn ihr hier rumfragt, ich behaupte, es sind Hunderte von Heilungsstories, die Menschen hier erzählen können, weil wir als ganze Gemeinde auf diesem Weg sind. Aber es gab auch Hunderte von Frustmomenten. So sieht es einfach aus. Und dann gab es auch lustige Momente auf dieser Entdeckungsreise. Ich meine, der absolute Vogel hat jemand abgeschossen aus unserer Gemeinde, das muss ich euch erzählen. Ich sage jetzt keinen Namen, er ist nicht da. Vielleicht wisst ihr Bart-Story, aber ich bin fast verlachen. Und zwar hatte dieser liebe Freund von mir hat einen Vermieter und der hatte, das ist nicht so lustig, Prostatakrebs. Und dann, der war nicht ein kirchenferner Mensch und er hat das nicht so gekannt mit Heilung und so. Und dann haben sie ihn gefragt, ob sie nicht für ihn beten dürfen. Und dann haben sie sich getroffen und so im Haus, da wo sie gewohnt haben. Und hat ein bisschen erzählt. Und dann fragt mein Freund, bevor sie beten, darf ich Hände auflegen? Ich muss nicht lachen. Und natürlich hat der Stefan, jetzt ist es schlicht offen, Mist, hat es nicht so gemeint, aber weil für uns ist klar, wo wir Hände auflegen. Es gab auch ein bisschen komische, da kam mal einer in die Gemeinde, sagte, jetzt habe ich den Dreh raus. Du musst einfach die Krankheit verfluchen, dann werden alle geheilt. Also geflucht hat er viel, aber geheilt wurde niemand, das war auch nicht so der Trick. Genau, dann gibt es die Leute, die haben dann irgendwie so in Anspruch genommen, dass sie geheilt sind. Ich bin geheilt worden von mir der Sehschwäche. Das hat es wirklich gegeben. Und ich habe gedacht, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, ich muss es wieder mal bringen. Wer kennt Adrian Plass? Ich musste es einfach tun. Ich hoffe, niemand versucht, das Wort zu Wort übersetzen. Es wird nicht gehen. Und zwar hat er so einen Bibeltext umgeschrieben, zum ein bisschen zeigen, wie sich Christen manchmal komisch verhalten, wenn es um Heilung geht. Und zwar steht hier, ein Mann mit Aussatz kommt zu Jesus und sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und Jesus streckt seine Hand aus, berührt den Mann, ich will, spricht er, sei rein. Und siehe, Jesus schlendert voll Freude von dannen. Doch der Aussätzige ruft mit lauter Stimme nach und spricht, Entschuldigung, vielleicht ist es dir entgangen, aber ich bin immer noch aussätzig. Ein kleines Detail, aber für mich nicht ganz unwesentlich. Und Jesus zischt voll Verärgerung durch die Zähne und erwidert, weißt du nicht, dass ich ganzheitliche Heilung bevorzuge? Wahrlich, wahrlich, du musst ganz schön naiv sein, wenn du denkst, die Heilung betreffe nur den Körper. Wanderst du nicht auf dem neuesten Stand der einschlägigen Literatur? Der Mann spricht, ich weiß nur, dass ich vor 5 Minuten noch aussätzig war und siehe, ich bin immer noch aussätzig.
Nun entgegnete Jesus, trotz deiner Klagen bist du in einem sehr realen Sinne nicht mehr aussätzig. Na fantastisch, beharrte man, und Sarkasmus bemächtigte sich seiner. Aber ich bin immer noch aussätzig in dem trivialen, doch ebenso realen Sinn, dass Teile von mir herabfallen und du offenbar nicht in der Lage bist, sie zu ersetzen. Da schnaubt Jesus und spricht, einer muss sich doch immer beschweren. Also nur, dass ihr es versteht. Der will nicht sich über Jesus lächerlich machen, sondern der tut so, als würde Jesus so tun, wie gewisse Christen tun, wenn es um Heilung geht. Ja, schon klar, oder? Also einer muss sich doch immer... Also schön, mein Junge, es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, von denen, wie ich hinzufügen möchte, keine ein Versagen auf meiner Seite, meiner Person oder irgendeines anderen Mitglieds des Managements darstellt. Mögest du sie an deinen Fingern abzählen, dann sollten es aber nicht mehr als 3 sein, spricht der Aussätzige. Jesus ignorierte ihn. Erstens, dir mangelt es an Glauben. Ziemlich wahrscheinlich. Zweitens, du hast es versäumt, deine Heilung in Anspruch zu nehmen. Den Fehler machen viele. Drittens, du bist eigens dazu auserwählt worden, dass andere durch dein Leiden gesegnet werden. Herzlichen Glückwunsch. Viertens, deine Heilung wird in Gestalt des Todes kommen und tschüss. Fünftens, du bist berufen, aber nicht auserwählt. Pech. Wie auch immer, ich muss von hinnen, ich habe eine große Speisung vorzunehmen und der Umfang des Budgets stellt mich vor eine große Herausforderung. Er geht und der Aussätzige rafft sich auf und spricht abermals und abermals zu sich selbst. Ich bin nicht aussätzig, ich bin nicht aussätzig, ich bin nicht aussätzig. Und siehe, von diesem Tag an war er im ganzen Land als der verrückte Aussätzige bekannt. Er hat ein paar Dinge reingepackt, was Christen zu alles erzählen, wenn Menschen nicht geheilt werden. Und ich glaube, das ist ja das Thema für uns. Wir wissen, dass es möglich ist, aber wir erleben auch oft, dass es nicht geschieht. Und darum die ein bisschen provokative Frage der Predigt heute. Wie können wir für Kranke beten und trotzdem gesund bleiben? In dem Sinne, wie können wir mit Begeisterung, Freude und ehrlich und authentisch für Kranke beten, auch wenn wir es immer wieder erleben und an einigen Orten zu lange erleben, dass eben Gott nicht heilt. Das ist eine zentrale Frage. Ich habe schon vor 35 Jahren gesagt, ich möchte, dass wir als Gemeinde begeistert für Kranke beten, auch wenn es nicht immer den Big Bang gibt. So. Und was ist das Fundament oder die Grundlage, dass wir das tun können, für Kranke beten, gerade auch angesichts von diesen Nichtheilungsgeschichten und trotzdem gesund bleiben? Ich glaube, das Wichtigste ist für mich in dieser 35-jährigen Entdeckungsgeschichte, das Warum zu klären. Warum tun wir das eigentlich? Ich war schon als Kind jemand, der gesagt hat, ich habe meinen Vater zum Wahnsinn getrieben mit dieser Frage. Wenn mein Vater mir das erklärt, habe ich gesagt, und warum? Und hat er weiter erklärt, und warum? Und ich kann mich gut in einem hat er gesagt, jetzt höre mal auf mit dem Warum. Das war mir immer wichtig. Warum? Ich will es plausibel haben. Warum tun wir es? Warum beten wir für Kranke? Damit wir mal eine coole Story haben, damit wir etwas erleben. Warum tun wir es? Ich glaube, es sind 2 Dinge, die das biblische, das Jesusmäßige Warum sind, warum wir es tun. Und für mich ist das erste dieser beiden Dinge quasi wie 2 Flügel, die wir brauchen, um in der Luft zu bleiben, auch wenn Kranke nicht geheilt werden. Das erste ist für mich, hat zu tun mit diesem Vers, diesem bekannten Bibelvers, Johannes 14, Vers 6. Viele kennen den, aber ich glaube, es entgeht uns manchmal ein bisschen etwas, wenn wir nicht im Kontext lesen. Jesus sagt hier, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Jesus sagt uns, ich bin der Weg. Und natürlich geht es hier darum, wie wir zum Vater kommen. Aber wenn man die Konversation weiterliest, es geht viel mehr darum, um viel mehr als nur, Jesus ist der Weg, wie wir gerettet werden. Im Text spricht dann Philippus hinaus, Jesus, zeig uns den Weg zum Vater. Und Jesus sagt zu Philippus, ich bin schon so lange bei euch. Du hast mir schon so lange zugeschaut und du weißt immer noch nicht, um was es geht. Meine Wege, das, was ich tue, das ist der Weg, das zeigt dir, wie dieser Weg zum Vater aussieht. Und dann kommt die Schlussfolgerung aus dem ganzen Vers hier. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Wege tun, die ich getan habe. Und er wird noch größere tun. Der Grund, warum wir für Kranke beten, ist einfach, weil wir diejenigen sind, die sagen, Jesus ist unser Weg. Wir imitieren ihn, wir folgen ihm nach. Es gibt keine sinnvollere Art zu leben, als sagen, Jesus, was du tust, das möchte ich auch tun. Das ist die Definition von Christsein, leben, wie Jesus gelebt hat. Zum Beispiel im 1. Johannes sagt der Johannes in seinem Brief, wer von sich sagt, dass er zu Christus gehört, dass er ein Christ ist, der soll auch so leben, wie er gelebt hat. Warum bete ich für Kranke? Weil ich Jesus imitiere, weil ich das tun möchte, was er auch getan hat. Oder am Schluss des Johannesevangeliums, wo Jesus zu seinen Jüngern kommt, nachdem er auch verstanden ist, gibt er ihnen eine Sendung mit. Und wie sieht die aus? Friede euch, wie der Vater mich gesandt hat.
Also so wie der Vater mich in die Welt gesandt hat, mit der gleichen Art, in der gleichen Art und Weise, so sende ich auch euch. Christsein bedeutet nicht, christlich sozialisiert zu leben. Es bedeutet, in den Fußspuren unseres Rabbis zu gehen. Das ist die tiefste Motivation, warum wir für Kranke beten sollen. Ich habe es mal versucht so zu formulieren, die Motivation ist nicht Erfolg, sind nicht unsere Erfolge oder Nicht-Erfolge, es ist Nachfolge. Ich merke einfach, ich habe Jesus einfach gern. Ich finde, es gibt keine bessere Art zu leben, als ihm nachzufolgen. Ich habe als junger Mann vieles gelesen. Ich habe sogar Nietzsche gelesen. Also sprach Zarathustra. Furchtbar. Ich meine, Nietzsche hat ja herausgefunden, wie die Welt aussieht, wenn es wirklich keinen Gott gibt. Und er ist in totaler geistiger Umnachtung gestorben. Aber ich habe mir das angetan. Gut, ich habe nicht das Ganze gelesen. Ich habe viel psychologische Literatur gelesen. Ich habe so viel gelesen, weil ich gesucht habe nach, warum leben wir überhaupt? Aber niemand hat es so auf den Punkt gebracht für mich wie Jesus. Ich bin einfach von ihm überzeugt. Ich liebe ihn. Darum bete ich für Kranke, weil er es auch getan hat. Gut, ich habe mir so gedacht beim Vorbereiten, diese Imitation hat schon auch Grenzen. Also das mit so einen Brei machen aus Dreck und Speichel und auf die Augen eines Blindes zuschmieren, das habe ich jetzt noch nie gemacht. Da fehlt mir ein bisschen die Offenbarung. So, ja. Aber grundsätzlich folgen wir einfach Jesus nach. Ich bete für Kranke, weil ich ihm nachfolge. Darum viel entscheidender für mich. Und das ist, glaube ich, wichtig für viele, die auch, wir haben es auch in einem prophetischen Wort gehört, die ein bisschen am Fragen und Hadern sind. Viel entscheidender als die Frage, warum werden Leute nicht geheilt, ist die Frage, warum tun wir es? Ich tue es, weil ich Jesus nachfolge. Warum soll ich trotzdem für Kranke beten, auch wenn es nicht geschieht? Weil ich einfach Jesus nachfolge. Das ist für mich das erste Warum. Und das hat mich durchgetragen, weil gerade aktuell ist eine Zeit, wo es eher ein bisschen dürr ist. Das letzten Sonntag war für mich sehr wichtig, wieder mal zu leben, wie Gott heilt. Es gibt aber noch ein zweites Warum. Ein zweiter Flügel, der uns in der Luft hält, auch wenn die Kranken nicht gerade geheilt werden. Und das kommt in vielen Stories, in denen Jesus heilt, kommt das wie zu Beginn. Eine davon ist diese Story, wo diesen jungen Mann, ich glaube, seit Luther sprechen alle vom Jüngling von Nain. Ja? Der Jüngling, der junge Mann von Nain. Also Nain mit AI, ist eine Stadt oder ein Dorf in Old Palestine. Und Jesus kommt in dieses Dorf und lassen Sie die Geschichte lesen, weil da kommt etwas Zweites, was immer wieder geschieht, wenn Jesus für Kranke betet oder Kranke heilt. Es heißt, und es geschah bald darauf, dass er in eine Stadt ging, genannt Nain. Und seine Jünger und eine große Volksmenge gingen mit ihm. Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Jesus kommt und da kommt dieser Totenzug mit dem einzigen Sohn einer Frau, die schon ihren Mann verloren hat. Also die hat gar nichts mehr. Und dann kommt dieser Satz, der so oft in den Evangelien steht, bevor eine Heilung geschieht. Und zwar, und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt. Und dieses innerlich bewegt, ich sage immer, es tönt so schweizerisch. Er wurde innerlich bewegt. Das ist ein Wort, das heißt, die innersten Eingeweide hat sie richtig umgedreht. Er wurde innerlich bewegt. Und das ist bei Jesus 7-mal, bevor er heilt in der Evangelien, ist das die Story, die vorher steht. Er sieht Menschen und es dreht ihm das Innerste um. Und es steht noch an 2 anderen Stellen. Wisst ihr, wo es noch steht? Er sah ihn und er wurde innerlich bewegt. Im Gleichen ist es barmherzigen Samariters. Er kommt da, und das ist genau der Grund, die zweite Motivation. Er kommt und sieht diesen zerschlagenen Mann. Und er sagt, er sieht ihn und er wurde innerlich bewegt. Und wisst ihr, was noch vorkommt? Im Gleichnis des verlorenen Sohnes. Der Vater sieht diesen jungen Mann, der nach Schweine stinkt, von weit her, und er sah ihn und er wurde innerlich bewegt. Und das ist so wie der zweite Flügel dieses Warums. Und ich habe es als Frage formuliert. Liebe ich genug, dass die mögliche Heilung mir wichtiger ist als die mögliche Blamage? Liebe ich genug, dass die mögliche Heilung mir wichtiger ist als die mögliche Blamage? Dieses Jesus sah die Menschen. Das ist mir wirklich, das in den letzten Monaten, ich stolper immer darüber. Ich weiß nicht, wer von euch hat Avatar gesehen? Ich finde es nicht so ein Burner-Film, ehrlich gesagt. War recht enttäuscht am Schluss. So. Also ich meine, die Orgie für die Augen ist super, aber so Storytelling ist ein bisschen, du weißt eigentlich am Anfang schon, was am Schluss geschieht. Aber
in Pandora, dieser Planet, wo das Spiel gibt es eine Begrüßung. Ja? Wie ist die Begrüßung? Alle Avatar-Fans, meldet euch. Ich sehe dich. Das hat mir so gefallen. Die begrüßen sich so, ich sehe dich. Ich sehe dich wirklich. Ich begegne dir. Ich nehme dich wahr. Ich nehme Anteil an dem, dass du jetzt hier bist. Ich sehe dich. Und das hat Jesus, steht bei Jesus immer wieder, auch in anderen Stellen, wo es dann nicht steht, er ist innerlich bewegt. Jesus sah und damit beginnen die guten Stories. Und der Punkt ist ein bisschen, wenn man so unsere Gesellschaft ein bisschen beobachtet, ist das eine Fähigkeit, sowohl das Sehen als auch die Empathiefähigkeit, Mitgefühl empfinden zu können, die ein bisschen verloren geht. Also ich meine, wir sehen uns immer weniger und können immer weniger Mitgefühl empfinden. Es gibt Studien dazu, ich habe einige gelesen, ich muss einfach mal eingeben, bei DuckDuckGo, selbstverständlich, nicht bei Google, bei DuckDuckGo, eingeben, Empathie geht verloren. Und dann schaut man die Studien, die kommen, lest das mal durch. Es gibt Dutzende von Studien, die am Laufen sind. Sie haben 3 Hauptgründe, habe ich gefunden, bei diesen Studien, warum. Das erste ist Leistungsdruck. Unsere Gesellschaft ist eine Leistungsgesellschaft. Wir sind so beschäftigt mit uns selber die Leistung zu bringen, den Ansprüchen zu genügen, dass wir immer unter Leistungsdruck stehen. Darum sehen wir gar nichts mehr nebendran. Und wir können auch nicht mit anderen mitfühlen. Oder Stress ist ein bisschen das Gleiche. Unser Leben ist so vollgepackt. Das ist der zweite Grund. Wir sind wie im Tunnel. Wir sehen gar nicht. Wir können gar nicht Menschen, die an unserem Weg sind, wahrnehmen, weil wir immer in diesem Tunnel sind. Und das dritte ist, es gibt verschiedene Studien, eine aus einer norwegischen Universität für Wissenschaften und Technik, das zeigt, dass zum Beispiel Kinder im Alter von 6 Jahren empathieloser waren, je länger sie als 4-Jährige vor einem Tablet, Fernseher oder Smartphone saßen. Unsere Gesellschaft ist eine Leistungsgesellschaft, ist eine gestresste Gesellschaft und wir verbringen immer mehr Zeit vor unseren Bildschirmen. Und das hilft nicht diesem I see you und dieser Fähigkeit mitzuempfinden. Darum ist es so wichtig, dass wir als Christen uns frei machen von Leistungsdruck. Gott ist gut. Er steht auf deiner Seite, egal was die nächste Prüfung bringt, das wird nicht über dein Leben bestimmen. Glaub's mir, es ist so. Wir müssen unser Leben ein bisschen weniger vollpacken. Und so viel freie Gehirnzeit, ja, wie in unsere Bildschirme geht, die ein bisschen reduzieren, dass wir wieder I see you, dass wir wieder die Menschen sehen können. Jesus sieht die Not und das trifft ihn zutiefst. Und deswegen, weil diese Situation so herzreißend ist, kommt Jesus in Aktion. Es heißt dann weiter im Text, und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sagte, weine nicht. Und er trat hinzu, rührte die Bahre an, die Träger aber standen still. Und er sprach, Jüngling, hier kommt's wieder, Jüngling, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter. Mark Marx, der Heilung auf der Straße erfunden hat, einmal gesagt, die Awesome ist in die Awkward. Also die richtig guten God-Stories, die beginnen dort, wo wir uns an den ein bisschen unangenehmen Ort hinbewegen. Was Jesus hier macht, das geht gar nicht. Der stoppt einen Totenzug und berührt einen Toten. Das geht wirklich überhaupt nicht. Also nicht in unserer Kultur, aber auch nicht damals. Aber Jesus war so bewegt von der Not dieser Frau, die einfach nichts mehr hatte, dass er das macht, dass er das wagt. Also weil er so bewegt war, konnte er Dinge tun, die man eigentlich nicht macht. Man macht das eigentlich nicht, was Dave gemacht hat in unserer Gesellschaft. Zu sagen, ich bete für dich. Man macht das eigentlich nicht im Einkaufszentrum irgendwo jemanden zu bitten, darf ich gerade für dich beten. Aber wenn wir Menschen wirklich sehen, dann können wir plötzlich Dinge tun, einfach die weit außerhalb unserer Komfortzone sind. Weil er sich weniger davor fürchtete, was die Menschen denken, als eine Gelegenheit für das Reich Gottes zu verpassen. Sehen wir die Menschen um uns herum und lieben wir genug, dass es uns weniger wichtig ist, ob jetzt etwas Peinliches geschieht, ob ich ein bisschen komisch angeschaut werde, als dass wir Angst haben, eine Möglichkeit für das Reich Gottes zu verpassen. Ich glaube, weil Jesus die Not der Menschen gesehen hat, war er ready, kulturelle Do's und Don'ts zu überspringen, sagen, auch wenn man das nicht unbedingt macht, ich mache es. Und es ist sehr erstaunlich,
zu was für unglaublichen Risiken Menschen bereit sind, wenn eine Notsituation da ist. Der Punkt ist, ich glaube, viele von uns, die Menschen, die wir sehen, oder so Angst vor dem Tod oder eine unheilbare Krankheit, kannst du nicht immer unbedingt so sehen. Aber wenn wir die Augen öffnen, mit Menschen wirklich in Begegnung gehen, dann werden wir so viel genau solche Momente erleben, wo wir es sehen und wo wir bewegt werden. Und es ist erstaunlich, wie viele Menschen bereit sind, Risiken einzugehen, wenn das offensichtlich ist. War immer total fasziniert von dem, was rund um 9/11, also diesen beiden Türmen, die da einstürzen, geschehen ist. Und zwar vor allem davon, was die New Yorker Feuerwehr, was diese Männer in diesen Tagen dort geleistet haben, weil sie gesehen haben. Und weil sie ein Risiko eingegangen sind, weil die Not so groß war. Die New Yorker Feuerwehr hat rund um 9/11 haben sie in 90 Minuten 17.000 Menschen gerettet. Unter Einsatz ihres Lebens. Es sind 343 Feuerwehrleute gestorben. Die haben alles riskiert und haben 17.000 Menschen gerettet. Ich habe mir ein paar Dokus wieder angeschaut und habe einfach so ein paar Sätze herausgefiltert. Die wurden gefragt, warum habt ihr das getan? Feuerwehrleute, die diese Risiken überlebt haben. Warum habt ihr das getan? Und das war interessant, was sie gesagt haben. Einer hat zum Beispiel gesagt, wir wussten, dass wir vielleicht nicht nach Hause kommen. Aber wir wussten auch, dass Menschen gefangen waren. Und das ist einfach unser Job. Das ist einfach unsere Aufgabe. Das ist wieder der erste Flügel von diesem Warum. Es ist einfach unser Job. Wir sind die, die Jesus nachfolgen. Jemand anderes hat gesagt, auf keinen Fall würden wir abseits stehen und sagen, wir gehen da nicht rein. Das wäre nicht die New Yorker Feuerwehr. Und eigentlich sollten wir genau gleich sagen, auf keinen Fall werde ich nicht für diese Person beten. Das wäre einfach nicht die Kirche. Das ist unser Job. Wir sind die, die Jesus nachfolgen. Auf keinen Fall werden wir nicht für Kranke beten, weil das wäre nicht die Nachfolger von Jesus. Und dann gab es einen Pensionierten, der heißt Clarence Singleton, ist ja egal, wie der heißt, und der hat das gehört, ein pensionierter Feuermann, der hat gesagt, meine Kinder haben gesagt, Daddy, geh nicht dahin. Und er hat gesagt, ich spüre dieses Ziel, ich musste einfach gehen. Dass dieses Ethos von wir sind die Feuerwehr, die Leute, war so tief, er musste, obwohl er wusste, ich komme vielleicht nicht zurück, musste er einfach gehen. Und dann schließlich noch gab es natürlich Leute, die angerufen haben, dass die Feuerwehr sie rausholt, die da gefangen waren. Und jemand, der am Telefon war, beschreibt, was er da gespürt hat. Er hat gesagt, unser Ziel war, über dieses Feuer zu kommen und diese armen Leute da rauszuholen, die uns anriefen. Alles, was wir von den Leuten am Telefon sagen konnten, war, wir kommen, um euch zu holen und wir halten unsere Versprechen. Wir gingen. Sie haben diese Leute am Telefon gehört, sie haben diese Not gesagt, wir konnten gar nicht anders. Und ein bisschen ist es wie das als Nachfolger von Jesus. Wir folgen einfach Jesus nach und wir lassen uns bewegen. Eine Story, die hat mich besonders bewegt, von einem Feuermann, der heißt Jay Jonas. Der war mit seinen 5 Leuten im 96. Stock des zweiten Turms. Ich glaube, das ist der Südturm, genau, als der Nordturm einstürzte. Also sie waren im 96. Stock, als dann der andere Turm einstürzte. Und dann wussten sie, wow, wir müssen wahrscheinlich hier raus. Und dann sind sie runtergelaufen. Und im 20. Stock sind sie auf Josephine, eine 59-jährige Afroamerikanerin, gestoßen. Die ist schon irgendwie vom 70. Stock runtergelaufen und weil sie verletzt war, hatte sie sehr Mühe. Also sie kamen im 20. Stock an und trafen diese Frau dort. Und Jay Jonas hat gesagt, ich musste mich entscheiden. Ich wusste, wenn wir die mitnehmen, dann werden wir noch mehr aufgehalten und die Wahrscheinlichkeit, dass wir rauskommen, die ist noch kleiner. Und dann sagt er, dass das uns inzwischen sehr bekannt vorkommen sollte. Er sagte Folgendes: Aber ich sah sie an. Und sie war verzweifelt. Wir mussten sie einfach mitnehmen. I see you. Er konnte nicht vorbeigehen. Er sah sie an und hat es in ihm ausgelöst. Und dann sind sie mit ihr runter und es war wirklich schwierig, weil sie kaum gehen konnte, im 4. Stock. Und Jay Jonas hat gesagt, ich habe mir schon den Luxus erlaubt zu denken, wir kommen hier lebend raus. Im 4. Stock ist sie völlig kollabiert. Er hat gesagt, lass mich in Ruhe. Er hat sie angeschrien und wieder musste er entscheiden, was tun wir jetzt. Und dann ist er irgendwo in ein Büro gehechtet, um etwas zu holen, das ihnen hilft, sie runterzutragen. Und in dem Moment fangen 106 Stockwerke über ihnen an niederzukrachen. Er hat gesagt, das war wie ein Tornado, ein Wind, der gegangen ist. Wurde immer lauter, es wurde immer schneller. Das Verrückte ist, sein Team von 6 Leuten und Josephine haben überlebt. Wisst ihr warum?
weil im 4. Stock einer der wenigen Orte war, die nicht erdrückt wurden, warum auch immer. Und weil sie nicht einfach weitergelaufen sind, sondern Josephine mitgenommen haben, haben alle überlebt. Es hat mich einfach berührt, zu was für heroischen Dingen Menschen bereit sind, wenn sie die Not sehen. Ja. Ich möchte euch, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, ich liebe Hollywood-Filme. Ich möchte euch einen 2-minütigen Ausschnitt zeigen, dass wir ein bisschen reinfühlen können, wie muss das sein für diese Feuerwehrleute. In diesem Moment, als ich entscheiden musste, gehe ich da rein oder nicht. Das ist ein Film, der ist World Trade Center. Hollywood hat die Story von einem William Jimeno und John McLaughlin, 2 Feuerwehrleute, hat die verfilmt. Genau, und wir sehen beide in dieser Szene und lasst euch das zu Gemüte führen. Jesus rekrutiert Leute für sein Rescue-Team und hier ein Feuerwehrmann für 9/11. Dem kann doch keiner mehr helfen. Wir gehen da raus. Das ist doch viel zu weit oben. Wie willst du die Leute retten? Wir müssen es versuchen. Sarge! Das ist McLaughlin, der jetzt kommt. Officer. Ja, Chef. Die Tagesstätte. Aha. Da sind Kinder drin. Da drüben. Hey, Sarge! Da sind Kinder in der Kindertagesstätte Nummer 5. Okay. Ich weiß, die haben sich schon rausgeholt. Also, alle mal herhören. Wo ist Casamatis? Wer sucht sie gerade? Wir müssen den Turm evakuieren. Wer kennt sich mit dem Scout-Pack aus? Und ich meine keine normalen Atemschutzgeräte. Also ehrlich gesagt habe ich in den letzten 4 Jahren keins benutzt, Sarge. Was habe ich gerade gesagt? Wer geht mit? Bitte vortreten. Ich gehe da hoch, Sarge. Das ist Jimeno. Ich auch. Ich komme mit, Sarge. Alles klar. Gut, das Team steht. Wir gehen in Gebäude Nummer 5. Der Rest wartet hier auf Casamatis. Mir nach und bleibt zusammen. Jimeno. Sarge. Sammeln Sie Notizbücher, Schlagstöcke und Mützen ein. Die sind hier nutzlos. Packen Sie sie in den Wagen. Der steht Church-Ecke Wessel. Wir treffen uns bei der Polizei in der Halle von Gebäude 5. Klar? Wo sind 5? Es sind 2 Türme. Der Nordturm ist 1. Der Südturm ist 2 und das Gebäude dahinter ist Nummer 5. Direkt vor uns. Und da ist das Polizeibüro drin. Gehen Sie da lang. Beeilung! Und hey! Na los! Schon mal vorgekommen, Dave, noch ein bisschen Piano spielen. Ich weiß jetzt nicht genau, warum ihr lacht. Lass uns aufstehen, bitte. Ich weiß, dass es nicht immer so dramatisch aussieht bei den Menschen, denen wir begegnen, aber eigentlich geht es genau darum. Es geht um Leben und Tod. Es geht darum, was möglich ist, was Menschen geschenkt werden könnte, wenn wir ein Risiko eingehen. Ich hab Dave so gefeiert. Ich meine, es war einfach sagen, ich bete für dich. Und wir hoffen und beten so, dass dieser Krebs wirklich weg ist. Und Jesus rekrutiert seit 2000 Jahren Menschen, denen er sagt, folg mir nach. Sieh die Menschen so, wie ich sie gesehen habe. Lass dich bewegen von ihnen und dann darum gehen Risiko ein. Darum beten wir für Kranke. Wir beten für Kranke, weil wir Jesus nachfolgen und weil wir Menschen lieben. Und natürlich gibt es dann Dinge, die geschehen, die ich auch nicht verstehe. Aber anstatt zu versuchen, sie zu erklären, sie zu verstehen, mich daran aufzureiben, versuche ich immer zurückzugehen und sagen, Jesus, ich habe dich wirklich gern. Ich möchte leben, wie du gelebt hast. Darum bleibe ich dran.
Und wenn ich mir dann denke, stellt euch vor, diese Frau, von der Dave erzählt, die Frau, die Long-Covid hatte. Eine Frau bei uns vor vielen Jahren, die Hepatitis C hatte und sie hat sich so Sorgen gemacht, weil sie nicht für ihren Sohn um ihren Sohn sich kümmern kann, wenn das nicht geheilt wird. Und sie wurde durch Gebet geheilt. Darum ist einfach die Einladung von Jesus heute Morgen, so wie McLaughlin, vielleicht fühlt sich nicht so dramatisch an, aber es ist eigentlich ehrlich dramatisch. Sagt, wer kommt rein? Wer kommt mit? Wer lässt sich brauchen, dass er, wenn er den nächsten Kranken diese Woche sieht, auch wenn er es nicht kennt, zumindest sagt, hey, ich bete für dich. Oder vielleicht sogar sagt, kann ich gerade jetzt für dich beten. Ich hatte ein Telefonat diese Woche, also letzte Woche, genau. Ein Freund von mir, der hat mir gesagt, hey, ich gehe in eine Klinik 2-3 Monate. Er ist ein kirchenferner Mensch, spannende Geschichte. Und es ist meine letzte Chance. Ich bin schulmedizinisch austherapiert. Ich konnte doch nicht einfach vorbeigehen. Und so, ja genau, tut mir leid für dich. Das konnte ich doch. Ich bin ein Nachfolger von Jesus. Und ich habe ihm gesagt, hey Mike, geh dorthin, aber es ist nicht deine letzte Chance. Ich würde so gerne einmal für dich beten. Und wir machen sicher jetzt mal einen Termin aus und ich möchte für ihn beten. Und diese einfache Einladung heute Morgen, lässt du dich rekrutieren für dieses Rescue-Team. Gerade auch wirklich konkret diese Woche, nicht für die Ewigkeit, diese Woche. Die nächsten Kranken, die dir begegnen. Gehst du rein in diesen Turm, mach eine Zusammenstößung. Übrigens, die waren völlig erfolglos. McLaughlin und Jimenez sind zwar gerettet worden, aber haben keine Person gerettet. Aber sie gingen rein. Und wenn du in dir spürst, dass du merkst, es hat irgendwas in mir angerührt, ich möchte mich rekrutieren lassen, dann öffne doch einfach deine Hände jetzt. Mach deine Hände auf und dann bete ich. Und vielleicht, ich weiß nicht, wenn das Leitungsteam das Bedürfnis hat, für Einzelleute da gerade direkt zu beten, die Hände öffnen, dann tut doch das. Aber ihr müsst das nicht tun. Einfach war so ein Gedanke vorhin. Vielleicht ganz persönlich noch segnen. Jesus, ich danke, dass du gekommen bist und uns das Evangelium gebracht hast, diese gute Nachricht, dass alles neu werden wird, dass das Reich Gottes da ist, dass es nichts geben wird, das nicht erlöst werden kann, weil Jesus auferstanden ist von den Toten, weil Jesus in den Himmel gefahren ist zu Rechten des Vaters. Es wird alles neu werden. Der Tag wird kommen und sagt, ich mache alles neu. Und darum kann heute schon so vieles neu werden. Und darum hast du deine Jünger gerufen und gesagt, hey, folgt mir nach. Ich sende euch als Rescue-Team in diese Welt, um gute Nachricht zu sein, gerade auch indem ihr für kranke Menschen betet. Danke, haben wir diese gute Nachricht empfangen und ich bitte dich, dass du uns heute Morgen neu befähigst, ausrüstest mit Liebe, mit Mut, mit einer gewissen geistlichen Frechheit, einfach dieses Rescue-Team zu sein. Reinzugehen in die Situation, die Menschen wirklich zu sehen. Schenk uns die Gnade, dass wir die Menschen sehen, dass unsere Gehirnzeit nicht gefüllt ist mit Stress, Leistung und Bildschirmen. Dass wir mit offenem Geist, so wie du, durch die Welt gehen und wirklich sehen, wo ist eine Gelegenheit, dass dieses Reich Gottes hineinkommen kann. Lass uns den Rest unseres Lebens für Kranke beten und dabei gesund bleiben, weil wir uns nicht aufreiben an der Frage, warum heilt Gott nicht, sondern uns mehr die Frage stellen, warum wir auch für Kranke beten sollen, wenn nicht alle geheilt werden. Jesus, wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen die Menschen lieben. Und wir wollen sehen, wie dein Reich kommt und hineinbricht. Und ich spüre einfach, habe es im ganzen Gottesdienst gespürt, es ist die letzten Sonntage gewesen, something's about to come. Es ist etwas am Geschehen, auch hier in dieser Gemeinde. Und wir laden dich ein, komm, Heiliger Geist. Tu, was dir gefällt und lass uns deine Werkzeuge sein. Wir möchten das wirklich, wir möchten dein Rescue-Team sein. Wir möchten die sein, die wie du auch mal einen Totenzug aufhalten, wenn es denn nötig ist. Komm, Heiliger Geist. Lass uns einen Moment warten. Du kannst mit Jesus reden, du kannst einfach die Atmosphäre genießen. Lad ihn ein, dich mit seinem Geist neu zu füllen. Komm, Heiliger Geist.
Komm, Heiliger Geist. Wer spürt jetzt auf seinen Handflächen eine Wärme? Ich will mal die Hände sehen. Wer spürt eine Wärme auf seinen Handflächen? Ja. Jesus, schenk uns mehr davon. Wenn du diese Wärme spürst, einfach ein Zeichen von Gott, ein Liebesbeweis, dass er sagt, hey, ich möchte dich brauchen. Ich gebe dir in diesem Moment eine Salbung, um Kranke zu heilen. Nimm das an, sag, ich möchte mehr davon. Da spürt sonst irgendwo im Körper einfach eine Wärme, so eine Gegenwart von Gott. Okay, Jesus. Jesus, wir wollen das wirklich willkommen heißen. Wir möchten die Gemeinde sein, die sagt, hey, wir gehen sicher da rein. Wir beten sicher für die Kranken. Das wäre nicht die Kirche. Das wäre nicht die Nachfolger von Jesus. Und ich spreche einfach aus über dich, wenn du sagst, ich habe heute Morgen wie für mich einen Entscheid getroffen. Ich werde nächste Woche Kranken anbieten, zu beten für sie. Gott wird sich nicht lumpen lassen. Gott wird sich nicht lumpen lassen. Gott wird dich brauchen. Gott wird dich brauchen. Yes. Und wenn du nicht weißt, wie, es kommen noch Predigen, die es noch konkreter machen, aber dann schon nur dieser Satz, ich werde für dich beten, auch wenn du es jetzt nicht gerade tust, wäre schon ein Schritt. Und dann so richtig cool wäre es, wenn du sagen könntest, hey, ich möchte gerne gerade jetzt für dich beten. Und dann einfach schauen, was passiert. Ich habe für so viele Menschen gebetet, die nicht geheilt worden sind, aber für alle war es eine gute Erfahrung, wenn ich für sie gebetet habe. Lass uns doch so machen. Ich glaube, die Band spielt noch ein Lied, oder? Ist es eher ruhiger oder ist es eher pfeffriger? Ein ruhiger, wäre gut, jetzt ausnahmsweise. Ist jemand hier, der selber Gebet für Heilung braucht? So, und jetzt alle, die gesagt haben, sie möchten gerne üben. Sie möchten gerne nächste Woche, und jetzt ist eine erste Gelegenheit. Hebt die Hände hoch. Hände hoch. Genau, hier sind 2 Personen, dort sind 2 Personen. Setzt euch in Bewegung, liebe Vineyard, das ist hier Body Ministry. Alle haben etwas zu tun. Genau. Und dann fragt kurz, um was es geht und betet kurz und knackig. Es braucht keine langen Gebete. Sprecht Heilung aus im Namen Jesu, gebietet der Krankheit zu gehen. Die Band wird spielen in dieser Zeit. Und dann nach dem Song schauen wir, was wir noch tun.